Einmal im Jahr bin ich auf dem Plattdütschen Schaulmeisterdach und da krieg ich wieder zu hören, was das eins schönes gibt, was du eins mucken kannst an den Schaulen. Und Hans-Henning Kaas, das ist uns graudet Vorbild, der sagt dann, down ist ein Ding, nicht lang schnacken, du musst was down. Und dann kam das mit dem Patenbrief und da habe ich gedacht, jo, das können wir in dein Karg auch recht kriegen. Wir müssen so einen Patenbrief haben, das heißt, ein, der Plattdeutsch schnacken kann, der sagt sich ein Lüt Kind, mit dat Lüt Kind schnackt der Plattdeutsch und dann kriegt das Kind der Plattdeutsch zu hören und kriegt das so wie Lütten selbst Abitur. Die Patenschaft läuft ab, also wir haben jede Weg einmal, haben wir dann Pauline und Rasmus bei uns, montags geht noch Arbeit, das ist Dienstags. Naja, und dann versorgt wir beiden mit einer Platte schnacken. Ich hab das wie Thomas aufgenommen hat, als sie geboren worden sind, aber es hat nicht richtig geklappt. Andererseits, man ist dann auch bei den Träge und die Frau, die spielt ja nicht immer so richtig mit. Und dann räumt Martina an und da sage ich, Mensch, für Tausau und Sau ist das. Würde ich das morgen und naja, so wieder, natürlich mag wieder. Nicht? Und naja, nur versorgt wir das ja den Dienstag bei den Meerplatte schnacken. Klappt nicht immer, aber immer öfter. Und wir geben uns Mäuter, dass wir klappen da. So versteht auch bei den Meer vielleicht ja. Und Rasmus, der ist fief, der versteht auch einiges, vor allen Dingen das, was er hören will. Das, was er nicht hören will, da versteht er natürlich nichts von. Ne? Und ja, so läuft das ab. Der kann das einmal den Weg mucken oder der kann das die ganze Zeit mucken, das kann er sich gut sorten, wie er das mucken will. Wichtig ist, dass er platt schnackt. Denn dann kriegt die Kinder das in die Uhr, sie versteht das mit der Zeit. Und dann dauert das auch nicht lang, dann kriegt sie das auf die Zunge. Und das ist das Beste überhaupt, was wehen kann. Das Plattschnacken, das ist so, wie das Leben so spielt. Also, da war nichts Besonderes, mag vielleicht mal eine Geschichte vorlesen und einen Bauch. Aber sonst ist das so, was das zu eben geben da und was man den ganzen Tag so schnacken da. Also, wie das normal ist zu Hause. Ich hab Plattdeutsch gelehrt, als ich Snacken gelehrt habe. Und das Jahr habe ich Plattdeutsch snackt. Ohne hauchdeutschen Satz dazwischen. Auch die Verwandtschaft, Onkel und Tanten, Krautölern sowieso, habt immer mit uns Plattdeutsch snackt. Und das hat wir so angenommen und dann kamen wir nur Schule. Und da hat der Lehrer sofort Hochdeutsch mit uns snackt. Das habe ich auch verstanden. Das ist das Eigenartige gewesen. Dass wir dann auch gleich kapiert haben, was der Lehrer sagt. Wie ein Großmutter, der mich grau gemacht hat, der hat bloß Plattdeutsch mit mir snackt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Hochdeutsch snacken kann. Das hätten wir uns nicht gedacht. Das kommt von das Plattdeutsch-Büro. Das Plattdeutsch-Büro, das sind Isa Steffenwen und Hans-Henning Kaas. Der hat sich das gedacht. Der hat den Text abgesetzt. Und habt dann gesagt, die Schulen können diesen Text nehmen und verteilen und Paten säugen. So, und nun lehrt die Kinder Plattdeutsch in der 1. und 2. Klasse. Und das ist schön, denn in Klasse 3 und 4 haben wir auch ein Plattdeutsch AG. Das machen wir so 5 Jahre lang. Einmal Plattdeutsches Wettlesen, einmal Plattdeutsche Theaterdach, da für euch wieder. Aber das ist einmal der Weg. Und das ist ja so viel wie nix. Von einmal der Weg können sie noch nicht Plattdeutsch schnacken. Und deswegen braucht wir Hilfe. Wir braucht Lü, die mir schnackt mit Jim. Wir haben 15 Paten gefunden, die das mit den Kindern mucken wird. Wir haben aber auch Kinder, die haben nichts gefunden. Die haben kein Opa und kein Oma und habt auch kein Nober, der mit dem Plattdeutsch schnacken wird und könnt. Und dann haben wir gesagt, ja, diese Kinder, die müssen doch das auch lernen. Und Tau ist uns Rainer Sumpfleit in den Mord gekommen. Der ist nämlich Pensionär und hat Tiet und hat gesagt, ich will noch ein bisschen was für Plattdeutsch down. Der kommt nur einmal den Weg an uns Schaul und schnackt mit den Kindern platt in uns Lüt Platt AG. Das sind
Süst ein Kinder. Hei und Jane Heger muck da zusammen, der eine hat 8 und der andere hat 8 Kinder. Und dann schnackt sie Plattdeutsch. Jetzt wart jo sech, wer gaut Plattdeutsch snackt, kann auch gaut eine deutsche Sprache, Hochdeutsch lernen. Und vielleicht später noch ein anderes Sprache. Ich denke an Englisch. Da sind ja auch so Gehörorten, die das noch verbinden können. Und das wäre natürlich schön. Dann halt in den Kindergarten anfangen, in die Schule ausbreiten und dann im Leben entloden. Und das Wichtigste für uns ist, dass sie nicht bloß Plattdeutsch auswendig schnacken können, dass sie auch, dass das einfach so über die Zunge geht. Und sie könnt also, wenn sie dann titlang dabei sind, dann können sie säcken, dann können sie die Tonen säcken, die Farben, dann können sie von sich beiden was erzählen, wie alt sie sind, wo sie herkommt, wie Oma und Opa heit. Und ja, können von ihren Hobbys erzählen. Und eins, was so im Gym rum ist. Also ich kann das aus meiner Sicht bloß sagen, also mir mag das Spaß. Ich weiß nicht, wie Pauline das geht. Mag dir das auch Spaß, Pauline? Ja. Also dann habe ich beide oder alle was davon. Wenn du Platt schnacken kannst, dann kannst du Pate werden. Und wenn du Lust hast, mit den Kindern zu spielen oder zu schnacken oder zu singen, wenn du die mit dem abgeben willst, dann kannst du Pate werden. Ich wär ein Engel, im kleinen Littenbengel, dann fleuch ich zu der Weihnachtsmann und kick mir die ne Wachstedt an, man Durter brug ich pflücken, kann der mir einer schenken, ich hef jo keinen Mien Rüch und ohne Flügen kann ich nicht. So, das würde er gehen.